So, merci vielmals. Das war wieder mal ein gutes Essen. Ich gehe mal kurz in meine Wohnung und komme dann noch ein bisschen Fernsehen schauen. Das war jetzt die Gelegenheit für den Tausendschön. Er hat sich aus der Küche geschlichen und ist dem Herr Linke hintendrein. Er hat einen Moment gewartet, bis der Linke in einem Zimmer verschwunden ist und ist dann in die Wohnung hinein. Sein bestes Stück hat ihm natürlich gerade verraten, wo der besagte Schuh versorgt war. In einer Kiste sind die Schuhe aufbewahrt worden und der Tausendschön hat mit seinen Zähnen den Deckel aufmachen. Vorsichtig hat er einen Schuh nach dem anderen umgedreht. Und dann hat er den richtigen gefunden. Er hatte kein Loch in der Mitte gehabt, sondern einen Kaugummi. Jetzt nichts wie raus. Er hat sich den Schuh ins Maul geklemmt und ist schliesslich zu der Wohnungstür. Du verflixter kleiner Köter! Meine Schuhe verkatschen, das könnte dir so passen. Ey, was machst du da, Tausendschön? Kannst du mir vielleicht sagen, wie der da reinkommt? Wahrscheinlich ist er ihnen vorher nachgelaufen, was sie in ihre Wohnung sind. Friedhelm, habe ich dir nicht gesagt, dass du auf ihn aufpassen sollst? Man kann den Hund keine Minuten aus den Augen lassen, ohne dass er etwas anstellt. Tut mir leid, Mami, echt. Ich weiss auch nicht, was mit ihm los ist. Ich werde auch nicht mehr schlau aus ihm. Die Situation ist brenzlig geworden. Wenn der Tausendschön nicht bald handelt, werden seine Ernährer den wahren Grund für sein Verhalten nie herausfinden. Also hat sich der Tausendschön auf den Herrn Linke gestürzt, der immer noch die Schuhe in der Hand hatte. Er hat sich in die Schuhe verbissen, um einem Einbrecher zu entreissen. Aber der war viel zu kräftig für den Tausendschön. Er hat ihn hin und her geschüttelt. Der Tausendschön hat losgelassen und bevor er auf den Boden gefallen ist, hat ihm der Herr Linke noch einen kräftigen Gink versetzt. Jetzt langt's, Friedhelm. Nimm den Hund und bring ihn zurück. Ich will ihn dann nicht mehr sehen. Und beim nächsten Mal lasse ich mich nicht mehr umstimmen. In den nächsten Tagen, wenn seine Ernährer in der Schule waren, ist der Tausendschön zum Friedhelm im Haus und hat den Herr Linke und den Hasso beobachtet. Meistens sind sie nur spazieren. Aber am 3. Tag ist es dann endlich so weit gewesen. Der Herr Linke hat sich wieder für ein bestimmtes Haus in einer ruhigen Seitenstrasse interessiert. Wie er schon beim Kalles im Haus gemacht hat, ist er drum herumgeschlichen und hat ein paar Mal seine Kamera vors Gesicht angehebt. Wo der Linke und der Hasso schon längstens weg sind, ist der Tausendschön aus seinem Versteck vorgekommen.